He's never failing. Goedemorgen, Lebenswasser. Mijn naam is Kenneth Diesberg. Mijn vriend het zo zwaar die hier vandaag morgens te zijn. Welkom thuis. En voor alle van jullie wat ons on livestream kijken, dan dank je voor de gelegenheid dat we gaan aan je heimnemen komen. Vielleicht aan je voortignemen komen. Van waar immer je ons kijken willen, dat we gaan op deze weg met je toop God loven en prijzen onze nachts morgens. Ik wil gleich nog eerst aanvangen met de bekonmerking. Nu donderdag, Februari 24, een klok 7 uur wisst bij Lebenswasser Kerk, waar we met een nieuwe klas aanvangen. Deze klas nennt zich Daniel. En Pastor John wordt leren en we worden direct in het boek van Daniel en de Bibel gaan. Deze klas wordt van 9 werk aangaan en er wordt donderdag klok 7 uur wisst bij Lebenswasser Kerk aanvangen. En zo wordt jeder donderdag zijn van 9 werk. Wenn ihr daran interessieren, Part anzunehmen an dieser Klasse, wir freuen uns, die Information da gehen das und die abschreiben das für Daniel. Morgens den 13. dat ons zondagsmorgens, waar we geen kindersegnung haben als Part von uns Gottesdienst. En so, wenn du Kinder hast zwischen 0 und 5 Jahre alt, und wenn du vergleichen, dass wir aus der Kirche werden sehen, über jene Kinder, über jene ganze Familie sprechen, dann freuen wir, dass in die Information da gehen das, damit wir abschreiben für Kindersegnung morgens den 13. Wir haben aber auch gemerkt, dass wenn du interessiert bist, Part anzunehmen, ohne kleine Gruppe,
dat die kosten information daar schoon die du abschreiben für dort. Wat is eine kleine Gruppe, fragst du dich vielleicht? Eine kleine Gruppe ist eine Gruppe von Freunden, die sich durch den Weg treffen wollen. Die kommen vielleicht von Onkelstoop oder von Snacks oder zum verschiedenen zum Trinken und die haben bloß Gemeinschaft taub. Die bauen einen Freundschaft, einer mit dem anderen und die kommen jeder Weg ist dort taub. Und das ist eine gute Gelegenheit, zum Freund zu merken. Jedes Mal in einer großen Kirche ist es schwer, Menschen kennenzulernen und Freunde zu merken, aber das ist eine gute Gelegenheit für die zum Port annehmen ohne eine kleine Gruppe. Wenn ihr den interessieren habt, gehen die Informationen da und schreibt die ab für dort. Ich würde auch in der Eltern gleich denken haben, dass wenn die Kinder zwischen 6 und 12 Jahre alt, dass die Kinder verlangt, dass dann entweder ein von den Eltern oder vielleicht ein älterer Bruder, ein älterer Schwester, ein Freund vielleicht mit den Kindern, tun die Kinder ja, die du anschauen. Und wenn uns dann jene halbfehlen, durch den Gottesdienst, dann wollen wir ein Papier kriegen und wir wollen den Nummer schon later hier in das Projekt dort nachdenken. Hier bei Lebenswasser, wir glauben an Gebet und die Kraft von was Gebet haben. Und so wir haben eine Gebetslinie aufgemerkt. Das ist nicht mehr, was die hier sein wollen. Das ist nicht mehr, was die kannst tun, wenn die dort den Tag an Gebet fehlen. Du willst eine Person sein, die antworten und die laden an Gebeten. Und so diese Gebetslinie wird 24 Stunden jeder Tag von das Jahr auf sein. Und das ist hier für die. Vielleicht hast du dann eine Mad nach und die wachs haben, die fehlt an Gebet. Oder vielleicht in der Tag, uns fehlt alle nochmal an Gebet. Und das ist eine goldene Gelegenheit für die, zum einsam kriegen, zum mit die beten, wenn die dort fehlen hat. So ich merke ein Motto, braucht diese Gebetslinie. Jeder Mann, der Klocksleben so wie die Lebenswasser Tag, hat der Lebenswasser Jugend hier in Gottesdienst geplant. Und so wenn du zwischen 13 und 25 Jahre bist, dann bist du eingeladen, rüberzukommen zu diesem Abend. Du hast einen Onkel gereut und das wird eine gute Anbetung sein, eine gute Botschaft, eine Zeit, wo du kannst Gemeinschaft bilden mit anderen Freunden. Und so wir laden dich an, rüberzukommen. Jeder Mann, der Klocksleben so ist. Wenn du hier nie bist, hier bei Lebenswasser Tag, erstens will ich dich willkommen heißen. Merk dich hier ganz tüßig. Und zweitens, weil ich die wollen lassen, dass wir eine Information da habe ich ein Geschenk gemerkt für die und auch für deine ganze Familie. So, nur den Gottesdienst kannst du die Information da gehen, damit wir das Geschenk ganz und sonst holen. Das sind alle Bemerkungen für diese Werk. Der nächste werden wir eine Zeit von Anbetung gehen. Von da ist ein guter Tag zum Gott anbeten am Loven preisen. Schuld in meiner Nacht, nimm den Frieden nicht wahr. Deine Leute steht fast, sag ja die Jacken die, ihr könnt an deine Leute, ihr holen deine Gnade, wo der Mann mich hält. Wat nicht mein Preis verstehe, so gehen in dies Retur, die Friede unter mein Wort, so gehen ich mag für umgib sie, hat wollt und du stehst mit mir, so gehen wir flohen wollen, ja, du bist ich verhielt, deine Stimme hier. Rommel, meine Hof, meine Eliza. Vertel dir für mein Wort, Rara für meine Sorge. Wo kann ich meine Baum, wo nicht den Kind sie, hör du was mein Herz. So gehen in dies Retur, die Friede unter mein Wort, so gehen ich nach für umgib sie, hat wollt und du stehst mit mir, so gehen ich flohen wollen, ja, du bist ich verkleidet, deine Stimme hier, gossen Rommel, meine Hof,
stets vært min. Så gav hun det från vår herre, du var styrt for knivet. Dine stem her, godt som rådmål, mine håp, min Elisa. Du bæs min Elisa. Du bæs min Elisa. Wann nach bloß den Kopf sei, sitzt du all den See. Wann wird ich sei es im Borg, sitzt du den Borg bewegt. Im Bahn gut durch den Schotten, dine Leib am Jeff mich. Du hast nicht zu fürchten, sag ja, sie ich bei dir. In Bonne Kampf, ich hab ich nein, ich heb meine Hing. Oh Gott, der Kopf gehört zu dir, hol meine Anslei, ich vor die Hand, ich seh durch die Nacht. Oh Gott, der Kopf gehört zu dir. Wann du für mich bist, wer kann gegen mich tun? In Jesus, du hast nicht allmählich für dich. Wenn alles um mich zu nicht wird, sitzt du dort golden. Dort Kriegszeug, Gott, du setzt und lad die Brot. In meiner Kampf, ich hab bekneut, ich heb meine Hände. Oh Gott, der kommt hierher zu dir, und meine Angst leih ich vor die Hand. Ich sing durch die Nacht, oh Gott, der kommt hierher zu dir. Oh, mach jetzt Zuflucht durch das Opfer. Nicht kann durch Stunden gegen die Kraft von unserem Gott. Du dachst in den Schotten, wenn's jeder Kopf. Nicht kann durch Stunden gegen die Kraft von unserem Gott. Oh, mach ihr Zuflucht durch das Opfer. Nicht kann durch Stunden gegen die Kraft von unserem Gott. Du dachst in den Schotten, wenn's jeder kommt. Nicht kann durch Stunden gegen die Kraft von unserem Gott. Oh, mach ihr Zuflucht durch das Opfer. Nicht kann durch Stunden gegen die Kraft von unserem Gott. Du dachst in den Schotten, wenn's jeder kommt. Nicht kann durch Stunden gegen die Kraft von unserem Gott. In Bonne Kampf, ich hab bekleut, ich heb meine Hände. Oh Gott, die kommt hierher zu dir, und meine Angst leidet vor die Hand. Ich sing durch die Nacht, oh Gott, die kommt hierher zu dir. Oh Gott, die kommt hierher zu dir.
Jesus red mig, en döds genug för mig. Och wundervolle Rettung, von Sinn med ta mig fri. Jag vet att jag ger att se, en döds genug för mig. Halleluja, keiner grata. Halleluja, vårt von rara. Har du geist die Salz, gebrochen und dort kniet. Din Opfer, du es genug für mich. Singen bloß von dine Leid, en döds genug för mig. Övertraft om mine Fehler, stärk aus om min Sieg. Dort och kris von dine Rettung, en döds genug för mig. Halleluja, keiner grata. Sin blod så vedfall, skilt ut av Golgata. Allt det krå från min Rettung, en döds genug för mig. Den dag wordt het zo ontvangen. En ik wist wat God van mij wil. Während die tijd wordt de 21 dagen van Fasten beden wird zijn. En ik wist aber nicht krijg, wo soll ich dat? Ik zie zijn persoonlijk gleichen Plan. Wo wordt het passeren? En aber hij gaf mir nicht een plan. En so ik wie ungeduldig met Amen. En vroeg am zondagsmorgens zoals ik naar Tjoik voor. Wo soll ich das tun? Ich gebe mir den Plan. Ich weiß, was du von mir weißt, diese Zeit, aber ich weiß nicht, wo. Eine Anbetungszeit, dann auf einmal kommt das Leid an. Und mir wird das interessant, da krieg ich den selbst morgens, wo ich bete dort, wies mir, wo ich das soll. Dann wird das Leid, was sagt, hier liegt das alle Hand. Und ich mag Ruhm, zum doen wat Emma du best doen. Niet wat ik
wil doen, op het wat du was doen. En zo van daar, zoals we dat Leute zingen doen, daar ik je met te spreken. Want een pot as van dat Leute die je makkelijk vallen domet, maak je een uwe touw, strak je een heenruit en zegt God, hier laat ik dat alle gaan. En ik moet groeien te doen wat ik moet doen best doen. Hier laat ik mijn plans gaan. Hier laat ik mijn angst gaan. Hier laat ik dat alle gaan. Maar ik moet groeien te doen wat ik moet doen best doen.
dan vara med du västan. Tum dan vara med du västan. Loslaten, dat vi var loslaten van det han zei, ik geef die ruim. Ik geef die ruim dat du kan schaffen in mijn leven. En du kost een plan voor vier wat du hast voor ons in ons leven. Dankzij dat du zo goed bent, dankzij dat du hier bent, die je wordt hier te veel lassen, dat die je wordt met ons hebt en dat du ons de kracht hebt om ruim te merken. We loven die en we prijzen die in Jezus naam. Amen. Amen. Waar we Jezus best nog hand geven, dat hij zo goed is. Jezus is zo goed. Amen. Ich kann Ihnen doel zaten. Welcome alle hier. Mijn vrienden, best zo zijn dat je bent hier aangekomen. Dit is een zondag Samarius. Best met ons top, dit is een service, is dit te doen. En dat je bent in de eerste godsdienst gekomen. Dankzij voor hier zijn. Het is goed dat zoveel zijn gekomen. Sommige mensen hebben gevraagd. So wat het met de 3 godsdiensten wat we hebben. We hebben 1 klok 9 en 1 10:30, 1 klok 12. En dat gaat goed. We zijn nog maar groot. Een paar zinnen wat we dit gedaan hebben. De middelste godsdienst is gewöhnlich een beetje vallen. De eerste en de laatste zijn een beetje later. En dat is waar we meer ruimte hebben, dat meer mensen kunnen komen. En zo, maar het gaat schijnen dat we campus tussen ruimte hebben en meer mensen kunnen God zien wordt hier. En ik wil ook al die welkomheden wat online zijn en wat ons kijken doen van wie af, hoe immer je bent, dankzij voor met Lebenswasser het op zijn en besport zijn van wat we doen en dat je jeder zondag aan ons weten laat, van wo je kijken doen, ons interessiert dat te zijn, wo dat woord gaan gaat en wer je bent, zo kan je ons schrijven en best zijn van wo je kijken doen. Wir sind ganz excited von der uns ja das soll erscheinen. Pastor John, der wird eine Serie von Botschaften anfangen und diese Botschaften, die handeln sich von Onse Wieeten. Und das sind unsere Dinge, die uns wichtig sind als Kirche. Ich glaube, wir haben vielleicht auch alle in der Kirche in der Fairlife, die Feier konnte ja bieten sein an der Wand, die Bilder, die dann gehangen sind. Das sind unsere Werte an, das sind unsere Values, das sind unsere Valores abspanisch, das sind die Dinge, die uns wirklich wichtig sind. Und aber ich will hier bis hostig für John reden, der Clip reden von unserer Vision, unserer Mission und unseren Werten, dass ihr nicht durcheinander kommen mit dort. So wie unsere Vision als Kirche, als Gott leben und Menschen dienen. Und die Vision, die habe ich klar gemerkt, in Gott sein Wort sagt, dass die Vision, die soll klar und klar sein, dass Menschen können mit dort das nehmen, mit dort ran, das soll so klar sein, dass du an einen Stein zu tun und den Rahmen, den Holz hängt, dass du kannst, das im Denkel, dass das klar ist. Und das ist was es ist, Gott leben und Menschen dienen. Das ist unsere Vision.
Na, wir haben eine Mission, und wenn wir reden von unserer Mission, das ist nicht eine Mission, was wir in der Städten in Afrika. Unsere Mission ist das, was wir tun, Tag für Tag aus Lebenswasser. Unsere Mission ist, Menschen leiden, ganz handgegeben, Nachfolger Jesus zu werden. Und das ist das, was wir tun. Das ist unsere Mission. Das ist, was wir jeden Tag für Tag noch schaffen, damit wir diese Mission vollfüllen. Nu unsere Wieeten, wo Pastor John wird der nächste Sender anreden, das sind Dinge, die uns wichtig sind. Und das ist ein Prinzip, das sind die Gründe, was uns hält, um auf dem Weg zu bleiben, was uns beschützen wird, auf dem Weg zu bleiben, um diese Dinge erreichen. Wer immer da eine antragende Wieten hat in seinem Leben, das ist interessant, mit Menschen zu sein, was diese Dinge haben, was wichtig ist, und das ist antragend, und das bringt mehr Menschen an. Und du sagst, wohin wir diese Wieten, der ich gehen waren, von der Predigen war, als bis, dass ihr die kennenlernen und dass was antragend sein für ihn, und die war sagen, das kann ich auch mitleben, das will ich auch Part von meinem Leben merken. So unsere Vision, unsere Mission und unsere Wieten, das ist nicht ein Ding, was die Elders ist, oder was dort meine sind, oder Pastor John sind. Das ist ein Ding, was uns wichtig ist, alle als Kirche, alle Glieder, was hier Part von sind, alle Jas, was danach kommen, dass ihr bis weit wo dort ist, damit ihr kann sagen, ich will auch Part sein von dort. Das ist Lebenswasser, das ist dort wichtig, mir ist dort wichtig, ich bin Part von der Kirche, und ich will auch bis mitleben und dort. So wie war eben der nächste Sender und die Lehre von, was uns wichtig ist als Kirche, und ich hoffe, dass ihr das auch Mut geben und sagen, ich will das auch in mein Leben anwenden und bis Part merken von meinem Leben und mitschaffen in Lebenswasser mit den Dingen, was uns wichtig sind. So jetzt Pastor John. Good morning. So, das Pastor Jacob al sagt, wir reden von unseren Werten. Wat je een Wert dort ist ein Weg von Denken, was ein Weg von Leben geht. Das ist die Idee. Und so, die Ursache, dass wir von unseren Werten reden, wenn das soll mehr sein, als wir ungewohnt. Das soll mehr sein, wenn die sind in unser Verleib, die sind in unser Office, wenn die dann ankommen. Aber ein Ziel ist, dass das ein Weg von Denken, was ein Weg von Leben gibt. Ich sage mir so fest, some von ihnen, die haben Werten in ihrem Heim. Zum Beispiel, die lernen ihre Kinder, dass, wenn wir vorig sind eten, dann nimmt in jeder einer seine gebrauchte Teute und reicht in einen Apfelstasch. Das ist ein Wert. Und du lernst deine Kinder so dort denken, dass das Wort sozusagen ein automatisches Ding, dass wenn sie vorig an eten, und die gehen von da, dann nimmt jeder einer seine Teute und reicht das weg. Ich weiß nicht, ob sie dort beginnt zu haben, aber das ist ein Beispiel von einem Wert. Aber ihr habt es vielleicht in ihrem Heim so, dass, wenn die abstehen, dann merkt ihr das Bad ab. Und du was haben die Kinder sollen so denken als dort, und das gibt einen Weg von Leben. Ich denke, was ich mit unseren Großkindern schaffen will, ist, dass wenn wir in die Stube rausgehen, dann dürfen wir das Licht ausswitchen. Und so das ist ein Weg von Denken. Wenn ich durch die Tür gehe, dann denke ich an den Lichtswitch. Und das kommt euch versalzt, die von ihnen was Kinder haben, oder vielleicht even bei ihnen selbst. Das sind Dinge, was wir uns lernen. Noch ein Ding, was wir können uns Heim haben von einem Wert ist, dass wir dann erst schaffen und anspielen. Oder erst Schularbeit und anspielen. Das ist ein Weg von Denken, was ein Weg von Leben ist. Und so das ist die Ursache, wo wir von unseren Werten reden, wenn wir kennen die alle gleich, aber ich würde ein bisschen anspornen, lehrt ihr die auswendig. Wir haben 9 Werten, und so wie wir 9 Sonntag von das reden, wir haben 9 Werten, und so die hängen dort in der Verleib, nehmt ihr Bilder von denen, mit ihren Phone, lehrt ihr die auswendig, und dann werden wir uns lernen, dass das ja ein Weg von Denken. Und von dort Denken ja ein Weg von Leben. Wat je Gott hat Werten. Ich dachte, das Werk, als ich in diese Botschaft schaffe, dann dachte ich so, dass Gott hat Werten. Und so Gott will auch haben, dass es soll einen Weg von Denken geben für sein Volk und einen Weg von Leben. Und ein Ding, was Gott sein Volk lehrt im Alten Bund, ich lese nicht durch die Bibel, das Jahr kein, das Lekolei sagt, dass so ist es nur passiert ist. Und die Bibel ist nicht so nur aufgestellt, als es passiert ist. Und so ist es interessant zu lesen, so ist es passiert ist. Aber ein Ding, was Israel muss lernen, sie kamen von Ägypten, sie kamen von einem aufjäterischen Land, sie hatten all Jäter gedient und so eine Dinge. Und so nu in der Wüste lehrt Gott, dass
und er sagt, Israel, Gott ist ein Gott. Das ist ein Ding, was sie müssen lernen. Da wir ein Wirt, Gott will haben, sie sollen lernen, sie dort denken und dann sie dort leben. Sie kriegen das never ganz haben, wenn Israel versündigt sich immer waren mit falschen Jäten und all so eine Dinge dort. Aber dort wird Gott sein Ziel. Gott sagt, wir sollen Menschen leben, Fan sein zu Menschen. Da muss Weg von Denken geben, und Weg von Leben geben. Wir sollen demütig sein. Verschiedene Dinge, sagt Gott, da können wir sagen, das sind Gott seine Wirten. Und das ist wichtig, dass wir lernen, sie dort denken, dann sie dort leben. Ich weiß nicht, ob jemand, weil die meisten von ihnen kennen, mal als eine sprechen. Und als wir von Kanada tragen, das ist nur, I don't know, wie lange treten das ist, 2005, glaube ich. Aber wir tragen von Kanada und dann will ich Spanisch reden mit Englisch denken. Und ich war dann, das schafft nicht. Und so, wenn jemand hat versucht, eine andere Sprache zu reden, dann wahrscheinlich mal lernen, sie dort denken, dann sie dort reden. Und das ist ein bisschen Wirtschaft. Und so, diese Wirten, die wir haben, dort, weil wir haben, soll mehr als Wirt an der Weg sein, das soll mehr sein als bloß Ideas in uns Kopf. Das soll ein Weg von Leben geben. Und weet je, wie als Church, das sind Dinge, die uns wichtig sind, und wir wollen lernen, das so zu denken. Und so, das erste ist, wir wollen Gott persönlich kennen. Gott will Verhältnis nicht bloß Menschen regeln. Und so, das will ich mal anfangen von dir, wenn das ist really, wo uns Verhältnis mit Gott anfängt. Und ich hatte diese Weg viel angedacht, wir wollen Gott persönlich kennen. Ist dort wirklich so, wie wir denken. Dass ich will Gott persönlich kennen, ist Gott bloß jemand, der ist im Himmel und der hat mal Jesus geschickt, aber Gott ist weit auf. Gott ist nicht jemand, mit wem ich vertraue, so ich lebe. Gott ist dort. Gott ist heilig, ich sehe nicht. Und so, wir wollen Gott persönlich kennen. Das ist ein Ding, was wir lernen. Wir wollen lernen, das zu denken und dann das dort leben. Und ich würde gleichen, wenn wir das alle top würden sein. Ich würde noch einmal sagen, lernt diese Dinge auswendig. Das ist ganz leicht. Aber das ist das erste Lernen. Wir wollen Gott persönlich kennen. Ich habe top sein. Wir wollen Gott persönlich kennen. Noch einmal. Wir wollen Gott persönlich kennen. Und so, Gott will Verhältnis nicht bloß Menschen reden. Aber ich will das erste reden und das erste Part. Wir wollen Gott persönlich kennen. Weet je, Gott hat uns Menschen gemerkt mit Verhältnis im Sinn. Du bist gemerkt für Verhältnis. Ein von den geradsten Videos mag uns Menschen ist, gebrochene Verhältnisse. Vielleicht zwischen Eltern und Kindern. Wenn Kinder abwachsen, kleine Kinder, und die haben ein deutliches Verlangen, mit Mama und Papa taub sein. Aber einmal ist es heim zwei, und Mama und Papa, die sind da, oder die grunzen nicht uit, oder verkielen nicht, oder was immer alles ist. Aber das sind verbrochene Verhältnisse. Und einmal was ein Kind ab mit das lage Loch in der Haut, was niemals gefällt wird mit dem Verhältnis mit Eltern. Noch ein Ding, was wir in unserer Welt nu haben, ist Eigen. Red mit jemand von der dort in der Ferien, wat je Eigen, meine Früher und ich, wir in Ferien wegen irgendwie wie in Durango, und wir deden door een eigen seminar, en eigen wordt alle ween ongegrepen. En veelmaal in een eigen stand is het zo dat dus een duidelijk verlangen, vielleicht van een, oder eenmaal van de beiden, aber veelmaal van einer, dat würden gleich mal eine enge Gemeinschaft haben, aber een andere jeft naar stroom. Oder dat is met vrienden zo. Vriend, hast mal een vriend gehad, aber dat is twee gegaan. Eentje zwischen gekomen, dat Verhältnis, das zu breken. Oder wenn die Kinder abwassen. Vielleicht sind die Kinder abgewassen, die sind von den Eltern weggedreht, die gehen in der Welt an. Und die Eltern sitzen thuis und haben deutlich Verlangen, wenn sie können mit den Kindern mal Verhältnis haben. Weet je, wir sind gemerkt für Verhältnis. Ohne Verhältnis verdrehen wir. Und so Gott will auch ein Verhältnis haben mit seinen Menschen. Und so da wollen wir ein bisschen denken von dir, Gott will Verhältnis. Hij heeft ons gemerkt met Verhältnis im Sinn. En ik zeg niet al dat ik lees de Bibel, maar het is interessant dat ik zie de groot zijn dat eng, wo Gott Israel die gesetzen geeft en alle honderd dingen en dan wundert ik,
wat heeft het alles te doen, wo we in al deze Einzelheiten. Aber das ganze Ding hat zu tun mit Verhältnis. Das wollen wir in der Bibel haben. Wenn Gott hat sich offenbart. Gott will nicht wer sein, was vielleicht mal von gehört haben. Aber Gott will einfach, dass du am Kern bist. Gott will ein Verhältnis haben mit uns. Das wollen wir in Erlöser haben. Das wollen Jesus von Himmel raufkommen. Er verleiht seine Gottheit. Er kam in diese Welt stark und schrecklich ja dort. Mit die Freund sein. Ein Verhältnis haben. Wir wollen Gott persönlich kennen. Und so das soll mehr werden, als bloß wieder. Mehr als ein Spruch an der Wand. Und so wir wollen Gott persönlich kennen. Johannes 17,3 sagt, das ewige Leben ist das, dass sie die, den einzigen wahren Gott und Jesus Christus, den du geschickt hast, kennenlernen. Und so Gott will gekannt sind sozusagen. Gott will haben, wie sollen am kennen. Tim, dass das möglich ist. Und Tim, dass wir das leben, dass Gott will uns kennen, oder dass wir Gott kennen können, damit wir das leben, dass Gott hat mit Sinn gehandelt. Ein von den Dingen, was wir in der Schrift finden, ist, dass von Anfang an, als Adam einfach sich versinnen deuten, dann hängt Gott sozusagen eine Gardine zwischen ihm und dem Mensch. Adam und Eva, sie mussten in den Garten raus. Gott stahl einen Engel ab, sagt die Schrift, mit einem brennenden Schwert. Na, Adam und Eva sollen nicht treten auf den Baum von Leben. Das ist ein sehr interessantes Ding für mich, dass Gott will nicht haben, dass sie sollen von dem Baum von Leben eten und dann für ewig leben in der sinnlichen Zustand. Wenn Gott will die Menschheit raten. Und so Gott stahl da sozusagen ein Tün ab, eine Gardine, von der reden wir viel von der Wand zwischen hier in der Stadt und all die Dinge, mit das ein großer Träumer am ein. Von Wein abstahlen. Und so das was Sinn das von uns. Sinn stahlt Wein ab, Gott stahlt eine Gardine ab sozusagen. Ich las diese Werk, die ganze Geschichte von Israel beim Berg Sinai. Und ein Ding, was mir sehr interessant ist, dass Gott kommt drauf auf den Berg, mit Moses handeln und das Gesetz geben und so weiter. Aber dann mussten sie da unten Berg sozusagen eine Grenze merken. Und Gott sagt, dass die Menschen sollen nicht bei dieser Grenze vorbei. Wer da vorbei geht, wird sterben. Das war ein Bild von das Sinn trennt uns von Gott. Wenn Gott startet boven, Gott startet am Boy, wie sind sie irgendwie kann nicht mal da haben. Noch ein sehr klares Bild, was von dem haben, was vielleicht ein bisschen besser kann in der Schrift. Das ist die ganze Idee von der Gardine im Tempel. Und so in der Stiftshütte in Luther im Tempel, Gott sagt zu Moses, die sollen das bauen und da soll eine Gardine sein zwischen mir und Jünd. In der Stuhl, wo Gott sozusagen lebt, Gott in der Thronstuhl, da wo Versöhnung für das Volk wird geholt sozusagen, da können bloß die Hohepriester nennen, bloß mit Blut, like da wir eine Gardine für. Und so sind trennt uns von Gott. Und Tim dat eigentlich kann Gemeinschaft haben mit Gott, dann müssen wir dort erstens glauben und annehmen, dass Gott die Gardine hat wahrgenommen. Ein von den Ursachen, wo wir einmal nicht mit Gott Gemeinschaft haben, ist, wenn du glaubst, dass Gott hast die. Na, wir würden nicht korrekt dort sein, aber du glaubst nicht wirklich, dass Gott dein ganz bester Führer ist. Wenn du bist nicht vollkommen, du hast dich versündigt. Ich dachte diese Werk, und das ein Wort, was uns zu lernen fehlt, ich rede einmal von dort ist, dass als ein Kind Gottes, als eine gläubige Person, bist du ein Kind Gottes, was sich einmal versündigt hat. Du bist nicht ein Sünder, was einmal Gott sein Kind ist. Und weißt du, der Unterschied ist sehr, sehr groß. Wenn du ein Sünder bist, was einmal Gott sein Kind bist, dann weißt du nicht, was du von dir besser oder nicht. Und dort gibt Zweifel, und dort gibt immer ein sehr durchgedrehtes Leben. Ich habe für viele Jahre dort gelebt in meinem Leben. Immer verzweifelt, immer wundern, hat Gott mich wirklich vergeben, hat Gott mich wirklich angenommen. Eigentlich, was mir sehr wichtig ist, wer wir sind in Christus, da weiß ich, was mich kann hier nicht schauen. Und so die ganze Idee, dass das Leben kommt von Gott. Das sind wir, das, was wir lernen machen. Das ist ein Weg von Denken und ein Weg von Leben. Und so, Sinn hängt eine Gardine. Und wenn wir das nicht verstehen, dass diese Gardine, das wahrgenommen, dann glaubst du nachher, dass du sagst, hänge die Gardine.
viele Christen haben nicht wirklich ein sicheres Leben, wenn sie selbst diese Gardine abgehauen. Und die Gardine, die heute anglauben, die Gardine, die heute Zweifel, die Gardine, die heute einmal, ich sie nicht vollkommen, die Gardine, heute einmal, ich habe Fehler gemerkt, ich sie so ein armenstück Mensch, ich sie so ein Sünder, wo wollte ich jemals merken, diese Gardine hat verschiedene Namen, aber wir hängen das Salz ab in uns Leben. Aber weißt du, Gott hat die Wahrheit genommen. Und weißt du, die Gardine im Tempel, reiht von boven bis in ein, die Erde scheren in den Steiner Spalten. Na weißt du, das Ganze denkt, das ist mir sehr interessant. Jesus starb, das sagt der Schrift, verstehst du, Jesus starb zu dem Moment, wo der heilige Priester einmal das Jahr in das Allerheiligste anging, krieg in dem Moment. Dann starb Jesus. Und ich wundere einmal, wo der heilige Priester war, aus der Gardine, und die Gardine, wenn wir den ein studieren, sie sagen, die wir geflochten, ein Feuersaal dick, ich meine, allmählich zwei Territen. Und dort schnarzt einmal ab und dann wieder von boven bis unten zwei. Und ich wundere, dass der heilige Priester, dass der vielleicht lange Beine hat, statt sie. Ich weiß nicht. Aber weißt du, Gott, das war ich mit Sinn. Sinn steht nicht mehr zwischen dem Kind Gottes und den Vater. Ich wünsche, wir würden dort verstehen, dass Jesus hat diesen Sinn vergibt. Diese Gardine, das war ich. Jesus hat die Wahrheit und das Feierten. Na, wie Flecken, die einmal waren taub, und ich wundere, dass du im Tempel, vielleicht der war Taubflecken, wenn der Tempel stund noch mehrere Jahre nur das, und die Opfer gingen wieder, und der heilige Priester ging immer noch nach Allerheiligsten an, und so eine Dinge, das dreht alle wieder. Aber weißt du, Gott hat den Sinn wahrgenommen. Wenn du dort nicht läufst und dort nicht annimmst, wirst du kein Verhältnis haben mit Gott. Wo wenig, wenn du läufst, hast du. Du läufst nicht, dass er wirklich für dich ist. Du läufst, was die rechten. Einmal brauchen wir das Beispiel, wir lernen, dass Gott, oder wir glauben, Gott steht mit einem Baseballbat und lernt bloß, was du wirst schon Fehler machen. Und so denken wir einmal an uns himmlischen Vater an. Und weißt du, wenn du was abgewaschen vielleicht mit Eltern oder mit einem Vater, was leicht doll wäre, und du hast zwar einen Fehler gemerkt, und die wir schrecklich Angst, dort zu sein, wenn die wird bloß so doll sein, vielleicht kriegst du so viel Kiel. Und so denken wir nicht an Gott an. Er wird uns strafen, er wird uns rechten, er wird mir nur einen Halt schmieden. Ich sehe bloß so ein armes Stück Sünder, und wo wollte ich das jemals merken? Und du sagst, wir müssen lernen zu denken, und das Wort von uns wird, wir müssen lernen zu denken, dass ich sie ein Kind Gottes, wo einmal singen wird, ich sie nicht ein Sünder, wo einmal Gott sein Kind ist. Sehr, sehr wichtig, dass wir lernen, so dort zu denken, und wenn wir lernen, so dort zu denken, dann können wir lernen, so dort zu leben. Na, damit meine ich nicht, dann können wir gleichzeitig leben oder irgend sowas. Aber wenn du in Zweifel lebst, dann weißt du, ich weiß, von was ich rede, wenn wir zweifeln, und immer wieder das Salzchen sind, bekannt, Eva. Und wir glauben Gott wirklich, dass Gott auf uns vergibt. Und wir legen auf die Knie und wir prachen und dann denken wir, Gott, nu was Gott hat mir vergibt. Und dann stehe ich ab und dann wird er wirklich haben. Und so, ich habe lange dort gelebt und du hast mir der Timer von wer wir in Christus sind, so sehr, sehr wichtig. Because ich hatte so klar, dass wenn wir mal wirklich können lernen, denken, dass ich will mit Gott, oder Gott hat mich vergibt. Ich sehe ein Kind, jetzt will ich leben, Kind von arm. Ich sehe ein Kind, weil ich kann nicht mal Fehler mehr. Aber meine Sinne sind vergibt. Dann muss es möglich mit arm Gemeinschaft haben. Paulus Schrift, das kommt alle von Gott, der uns durch Christus mit sich selbst versöhnt hat. Und ich will haben gesagt, hier morgen, wer ist das? Ich sage Ihnen einmal, jetzt Leben kommt von Gott. Und weet je, dat heeft met al deze dingen te doen. Dit komt alle van Gott, sagt er. Und Gott hat sich mit sich selbst, hat uns mit sich selbst versöhnt. Gott hat die Gardine wahrgenommen. Und so wenn wir sagen, wir wollen Gott persönlich kennen, das von der Durchwehen möglich, wenn Gott hat das getan, hat die Gardine wahrgenommen, er hat das alle wahrgenommen, dass du kannst mit Gott Freund sein. Du kannst mit Gott Gemeinschaft haben. Und er sagt, dass Gott, wie in Christus, hat versöhnt die Welt mit sich selbst. Als Jesus einen Tag geht und checkt Johannes und sagt, check, das Lamm Gottes nimmt den Sinn von der Welt weg.
Dit is een weet. Dit is een weg van denken. Ik wil God persoonlijk kennen. Hij zegt in Hebräer 10, doorweg, lieve broeder, we hebben nu durch dat bloed van Jezus, en dit is de sleutellied, dat is de sleutel, niet wenn die bij je mind best, of wenn die hier van jou best, of wenn die zo'n verder mens best, of zo'n ongetrokken, of dit en dat niet alle recht hast, dat is het bloed Jezus, de vrijheid gekregen, durch den verhang, en dat allerheiligste neemt te gaan. Das vers meint wenig für uns. Und wenn wir weiten gehen, wird das System wirklich wir, wenn du nicht kannst in das Allerheiligste gehen. Was soll je mal für je kommen nach der Kirche? Aber jemanden dort büten bleiben, und bloß Pastor Jacob kann einmal das Jahr, dann wir dann Schlupfschlachten für die und dann Blut, und dann hineingehen, und dann hoffen wir, dass Gott wird nicht anbringen, wenn die nicht rein ist und so eine Dinge. Und so, dass wir alle am Bett sind, von weit auf, like Union Boy, Gott starb oben, Gott hängt die Gardine. Das war das Alte Testament, wie dann kommt Jesus, und dann rettet einmal, und dann ist die Gardine frei. Und nu kann ich und du, durch das Blut von Jesus, weißt ihr, das sagt in Hebräer, ich habe den Vers nicht, aber er sagt, dass Jesus hat mit seinem einen Blut, in het Allerheiligste gegaan in een tempel dort im Himmel. Weet je, de tempel op de Erde in Jeruzalem, dat we gebuiten naar het model van een tempel in Himmel. En zo, ik leef dus een tempel in Himmel, en door in het Allerheiligste, door staat Jezus zijn bloed van jou verdienen zin. Dat wat u al gedaan hast, dat wat u van jou is, en dat wat u nog worst doen. Dat bloed staat er voor al die. Ik zei eenmaal dat onze zinnen zijn vergeeft, de vergangenheid, van jou en toekomst, wanneer du in Christus bist. En de oorzaak is, wenn Jezus zijn bloed staat je in dort. We waren met God Gemeinschaft haben. We wollen Gott persönlich kennen. Dat is wat we zijn. En zo, we hebben nu de vrijheid gekregen. De vrijheid gekregen. We kunnen Gott zijn troonstoel aangaan. En du kannst met Gott vertalen, jede dag. Ik weet niet wat je doet in je leven met je bed. Like als meint bloß je doet s'morgens eenmaal een klein stukje beden. Er betest du, zoals du juist durch een dag. Weet je, dat maakt een onderscheid. Du voorschrijft, du vertaalst met Gott, wenn Gott wohnt in die. Gott leeft met die. We wollen Gott persönlich kennen. En zo wanneer we problemen bij in ons leven, dat is automatisch voor ons dat we met Gott vertalen van dat. Dit is wat ik zie. Like, dit is het probleem wat ik zie. Eenmaal hebben wundervolle Erfahrungen. En weet je, we willen Gott kennen, nicht bloß durch sein Wort, oder wenn die Schrift an sagt, wir sollen aber auch in Erfahrung. Wir wollen Gott persönlich kennen. Dann sagt er, dann will wir nehmen, worauf ihr abbrechen hört und fasten glauben, nur Gott gehen. Und ich will an die sagen, dass wir hier sein. Worauf ihr abbrechen hört. Weißt ihr, wo dort herkommt? Von Jesus im Blut. Dien hart als Christus dit. Dien hart dat beiß. Dien hart, da kommen alle Hand bei sie danken uit. Aber durch das Blut Jesu Christi bist du Gott sein Kind. Das ist reingewaschen. Du hast die Gerechtigkeit Christi gekriegt. Und fasten glauben. Dat braucht Glauben zu glauben, dass du bist vergeben. Dat braucht Glauben zu glauben, dass Gott leicht ihn hat die angenommen hat. Er wird die nicht bloß verschmieden, wenn du in den Arm kommst. Er sagt wieder mit gereinigten Horten, dort kommt durch Jesus im Blut. Und los von Bösen gewaschen. Das ist, wo wir stecken bleiben, Lied. Das ist, wo wir stecken bleiben, wenn wir glauben das nicht wirklich, wir zweifeln, wir wundern, was Gott mir wirklich vergeben hat. Ich meine, wenn Gott wirklich weiß, was ich getan hat, oder die Menschen wissen, was ich getan hat. Ich meine, wer wird wel mit mir taub sein? Dat hat sich schrecklich, was deine Sünde ist, oder was dunkel ist, wenn du nicht Jesus kommt, er reinigt dein Gewissen. Aber ein reines Gewissen kommt durch den Glauben an Jesus Christus. Und wenn du das nicht wirklich glaubst, dass er deine Sünde vergeben, dann wird das Gewissen never rein, und das ist, wo ich lebe. Immer vertwiebelt, immer wundern, was Gott von dieser Nacht wird trinken, wo ich es dann merken, oder wo ich dann dort in uns Dienst fällt, habe das sehr echte Glauben, wo wir sagen, ich will mein Bastet versegnen, dann hoffe ich dort Gott anzukommen. Weißt du, das ist der erste Ehrliche, was es gibt. Wenn deine Gerechtigkeit wird niemals taurig, never. Aber durch Jesus, uns Gewissen ist gewaschen, uns Körper gewaschen mit reinem Wasser, like das ist ein Bild von das, wie es ganz reingemerkt. Petrus sagt zu Jesus, hey, wenn das mit Waschen zu tun hat, dann wasch mich ganz, like Kopf und alles. Und Jesus sagt, du bist so rein. Die fehlen nach der Feit waschen. Aber weißt du,
En rein het hoort, rein het gewassen, en rein het charpa, dort hast du durch Jesus Christus, und wenn du doch kannst annehmen und leben, dann kann es sein, ich will Gott persönlich kennen. Wenn du das nicht läufst, kannst du never Gott persönlich kennen. Wenn er ist immer ein Gott von weit auf, er ist immer ein Gott, von wem du wach hast, er ist immer ein Gott, von wem du Angst hast, und er wird dich zu holen kriegen. Je wird eine Zeit jässlich tot, sagt Kolosser 2. Und so wie wir in unserem Sinn jässlich, aber Gott hat uns durch Christus zum Leben gebracht. Das ist ein Ding, was wir machen bleiben. Er hat den Schuldschien, alles, was je in die stund, rein alles, was je in die stund, hat er durchgestrickt wahrgenommen. Na, das hat mit den Heiden zu tun, weißt du? Wenn die Heiden wir irgendwelche Port von Gott sind falsch, und da stund ein Schuldschien je in Ernst, das Gesetz really lehrt Israel nicht mit den Heiden zu sein. Und so, Gott nimmt den Weg, Jesus nimmt den Weg, und das ist nicht ob. Und so sagt er, hat den Schuldschien, der mit seinen Forderungen vom Gesetz her jeden anstand durchgestrickt, wird sie gebracht und an Kreuz genäht. Alles, was je in die stund, rein all deine Sinn, all deine Gedanken, all deine Dinge, was du verstehst, rein alles, hat Jesus an Kreuz genäht. Und du kannst von dir noch ankommen, im Glauben, er wird deine Sinn vergeben. Aber weißt du Gott, wir wollen Gott persönlich kennen. Nicht bloß nur Zeug vor, nicht bloß vielleicht in die Wasserweich antragen oder noch mal die Bibel lesen oder in Wasserweich beten. Und so Jesus im Blut nimmt die Gardine weich. Und so ich würde dich von dir fragen, was ist die Gardine? Hängt du noch eine Gardine in dein Leben? Hast du noch Wort, wo du sagst, ich kann nicht Gott persönlich kennen, wenn du es noch dort, du es noch dort, oder ich bin so ein dummer Mensch, ich bin so ein sinnlicher Mensch, und wenn du weißt, was ich alle deut, vielleicht fehlt das, dass du Jesus annimmst zum ersten Mal. Aber wenn du ein Kind Gottes bist, und du bist nicht vollkommen, dann will ich von dir sagen, dass die Gardine, als du wahrgenommen, du kannst jeden Tag in den Thronstuhl Gottes kommen, du kannst mit Gott Gemeinschaft haben, du kannst mit ihm vertrauen. Stell dir so vor, je an ein Haus, und du in dein Haus, du hast eine Stube, und du in der Stube sagt Jesus, jeder Tag, jeder Samaris, und er wird gleich, wenn er ein Stolzchen mit ihm vertrauen. Aber wenn er am mitnimmst, er da, in den Vorteil, in die Vorschwur, und du vertraust mit ihm. Und so wie wir Gott persönlich kennen, Gott will Verhältnis, nicht bloß Menschen regeln. Und weißt du, wir können lange reden von Menschen regeln. Und das finde ich auch nicht mein Hauptthema. Mein Hauptthema ist, dass wir Gott persönlich kennen. Aber was ist Religion? Weißt du, was Religion ist? Religion ist, ob Knäues, ob ein Bein abkrüpen, wenn dann wird Gott dienen Sinn für ihn. Religion ist, jeder Tag an der Stuhl saßen, in der Hängtopfoten und in der Chicken in den Kartet Gebet sein. Religion ist, wenn du jeder Sonntag nur die Church kommst. Wenn du diese Dinge das durchwählen, wenn du gleich, dann wird Gott die gleichen, dann wird es vielleicht taurigen dort, manchmal wird ab Knäus am Bein abkrüpen, oder wenn jeder Tag beten dort, oder wenn der rechte Kleid die anhat, oder wenn jeder Sonntag an die Church sehe, oder wenn ich vielleicht mal ein bisschen mehr Geld gebe für die Church, das sind alles gute Dinge. Bitte auf den Bein abkrüpen, auf Knäus, weiß ich nicht, aber das sind gute Dinge, gute menschliche Regeln. Aber wenn du das, Tim, dass du gleich, dann wird Gott die alle gleichen, dann ist das eine Religion. Gott wird die niemals alle gleichen, als dann ist Jesus ein Kreuz für dich. Und weißt du, wenn er ein Kreuz für dich, als du noch nichts von ihm weißt, als du ihm noch hassen willst, als du ihm noch sozusagen in Gesicht schwilst und immer am Pflegen willst, dann jenk er ein Kreuz für dich. Und wenn der Kreuz nicht genug beweist ist, dass Gott rein alles gibt, was er hat, um die mit die Gemeinschaft haben, dann wird es niemals was geben, was die wird überzeugen, dass er die gleicht. Aber weißt du, Gott will mit die Gemeinschaft haben. Wir wollen Gott persönlich haben. Können wir das noch einmal sagen? Wir wollen Gott persönlich haben. Noch einmal. Wir wollen Gott persönlich haben. Gott will Verhältnis, nicht Menschen regeln. Wenn wir nicht uns Verhältnis mit Gott, wenn wir nicht mit einem hängenden Gardinen und dort antüchen für ein menschliches System. Und weißt du, Regeln sind euch immer recht, da bin ich auch recht verstanden. Wir brauchen alle Regeln, wir haben alle Regeln.
Aber alle Regeln, was du hast, die mit Gott verantworten, das ist eine Religion. Wenn wir an Jesus glauben, wenn wir Arm annehmen, und wenn du Arm nicht kannst, dann von der Tag. Aber wenn du Jesus hast angenommen, dann will ich dir von der sagen, hij heeft de gardien wahrgenommen. Wanneer wir die Gardien wie in dein Leben? Vielleicht hast du ein Leben von Trinken, was du hast gehabt. Ein Leben von Huren. Oder vielleicht hast du ein Leben von unaufrichtig sein. Oder ein Leben von bloß einfach selbstsüchtig leben und dumm sein zu den Familien, zu den Frühen, zu den Kindern. Vielleicht hast du dort die Gardien, was du noch hängt. Weißt du Gott? Jesus hat al twee reden. Hij heeft al wahrgenommen. Nimm das an, glaub an Jesus, und wir wollen Gott persönlich kennenlernen. Amen. Ich würde fragen, dass ihr abschauen. Ans Prayer-Team, was ihr fern sein, wenn du in Gebet hast, vielleicht wirst du gleich ein Klick was von diesen Dingen beten. Vielleicht hast du was in deinem Leben, wo du mit kämpfst und du kannst nicht ganz überwinden. Aber ich will dir von dir sagen, Jesus hat alles getan, damit du kannst hinter die Gardinen gehen und bei Gott sitzen, mit einer Gemeinschaft haben. Nimm das an. Ziemlich Schafura. Wir danken dir, dass du hast alles getan. Du hast die Gardinen wahrgenommen. Herr, die sind eine Gardinen zwischen uns und Gott, aber du hast sie wahrgenommen. Und nu durch den Glauben an die, sagt der Schrift, wie kann die nicht Kinder sein? Wie kann Vergebung kann? Wie kann mit die Gemeinschaft haben? Und Herr, help uns, dass das wir mehr als wir da wollen, dass wir wollen Gott persönlich kennen. Help uns zu lernen, was meint, du bist zu leben, so zu denken und andere zu leben. Und nicht bloß in Menschenregeln leben, aber in wirkliche Gemeinschaft mit dir. In Jesu Namen. Amen. Dankeschön für kommen. Hat einen guten Sonntag, ihr seid in Lotten, mag Gott uns segnen, lehrt Gott persönlich kennen. Den Grund. Du hältst mich, du lässt mich niemals los. Du hilfst mir immer weiter ab. Oh mein Gott, so gut, du gibst nicht ab und mir. Oh, der Friede von, wenn deine läuft von mir. Oh mein Gott, so gut, du gibst nicht ab und mir. Oh, der Friede von, wenn deine läuft von mir. Den Tiden fallen auf nu, lebe fri. Den Gnut weicht mir aus euch schon. Die Opfer auf mich nie ganz, nie gemerkt. Zum Leben noch die Stunde vom Tod. Oh mein Gott, so gut, du gibst nicht ab und mir. Oh, der Friede kommt, wenn deine läuft von mir. Oh mein Gott, so gut, du gibst nicht ab und mir. Oh, der Friede kommt, wenn deine läuft von mir. Gute Sinn und Achsing nu, du bist Gott. Mit die begrüßt und dort und deine Freiheit, du bist Gott. Wo du versprichst, ja, es ist du hältst dort, du bist Gott. Ich preis die Namen so lang und sag, Jura, du
du bist gut. Sieh nicht ins Blut, es sind nur Achsen, du bist gut. Mit die begrubsten dort und durch Freiheit, du bist gut. Und du versprichst, ja, es ist du Haus dort, du bist gut. Es die Nomen so lang, was seit Jahren, du bist gut. Oh mein Gott, so gut, du habst nicht ab und nie. Oh, der Friede, der Funk, winkt ihnen Leute für mich. Oh mein Gott, so gut, du habst nicht ab und nie. Oh, der Friede, der Funk, winkt ihnen Leute für mich. Oh mein Gott, so gut, du habst nicht ab und nie. Oh, der Friede, der Funk, winkt ihnen Leute für mich. Oh mein Gott, so gut, du habst nicht ab und nie. Oh, der Friede, der Funk, winkt ihnen Leute für mich. Sieh nicht ins Blut, es sind nur Achsen, du bist gut. Mit die begrubsten dort und durch Freiheit, du bist gut. Wo du versprichst, ja, es ist du Haus dort, du bist gut.